Wir sind hier in Spielberg, 2 Stunden von Wien entfernt, an einer spektakulären Strecke vor einer Kulisse aus Wäldern und Hügeln. Das heutige Rennen wird sicher ein Schmankerl. Freuen Sie sich auf den großen Preis von Österreich. Lewis Hamilton startet heute von der Pole Position und bei dem atemberaubenden Tempo, das er das ganze Wochenende hin hier auf den Asphalt gezaubert hat, wird es niemanden überraschen, wenn er das Feld auch heute wieder weit hinter sich zurücklässt. Manchmal sind die Fahrer an einem Tag zufrieden mit dem Auto, aber eine Veränderung der äußeren Umstände machen es am nächsten Tag unmöglich zu handhaben. Die Streckentemperatur, zusätzliche Reifenabnutzung oder auch nur das Selbstvertrauen des Fahrers haben Einfluss auf die Performance. Er wird also definitiv hoffen, dass das Auto sich heute genauso fährt wie im Qualifying. Mercedes war bisher die dominierende Kraft in dieser Saison. Das Team hat die besten Wagen und 2 der besten Fahrer auf dem Grid. Es ist schwer vorstellbar, dass sie ihre Vormachtstellung für den Rest der Saison noch verlieren können. Mercedes ist erstklassig eingestellt. Das Team wird hervorragend geführt und mit Hamilton und Rosberg haben sie 2 Fahrer, die fähig sind, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Die härteste Herausforderung wird es sein, beide Fahrer bei Laune zu halten. Gut, also, wir starten von Position 3. Wetter sieht eigentlich ziemlich stabil aus, keine Wolken am Himmel. Das heisst, es wird ein trockenes Rennen werden. Grundsätzlich haben wir ja jetzt eigentlich die Möglichkeit, da ja gestern keine Reifenauswahl war, beziehungsweise dass wir nicht haben müssen sagen. 2 Boxen stoppen? Hallo, geht's noch? Ich gehe nicht zweimal in die Box. Wir sind zweimal in die Box. Für 18 Runden nicht zweimal in die Box, kann ja nicht sein. Okay, interessant. Hatte ich jetzt nicht gedacht, dass ich zweimal in die Box gehen muss, aber okay, wenn es so heisst. Gut. Also wir haben jetzt eigentlich grundsätzlich die Möglichkeit, auf die Option-Reifen zu gehen. Dann fahren wir zweimal, also 2 Stints schnell. Also das Stint heisst einfach Box raus, nochmal eine Box und dann kommen wir Primes. Also zweimal schnell fahren. Oder eine ist halt mit den harten Reifen langsam fahren am Anfang, nicht schnell. Und dann nachher können wir dafür aufholen. Das Problem ist halt einfach, wenn wir jetzt diese Variante wären, müssen wir einfach am Start Huren kämpfen, weil wir einfach auf den schlechteren Reifen drauf sind. Wir sind etwa sicher, denke ich mal, gute Sekunden, 1,5 langsamer. Mit den Optionsreifen sind wir gleich schnell ähnlich. Also das Problem ist einfach, Mercedes haben Pole, wird schwierig die einzuholen. Wir machen jetzt einfach mal die Standardstrategie. Wir gehen jetzt auf die Option-Reifen, bleiben auf denen, starten mal und schauen, wie es sich entwickelt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir los. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahren so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Okay, gut, der Start einigermaßen gut weggekommen, jetzt beim Rausbeschleunigen recht verkackt. Vettel ist auch am Nachfahren. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Boah, die Mercedes-Autos, die haben so viel Power. Wow, aber die bremsen früh ab! Alter! Wir müssen ein bisschen schneller fahren hier. Also, ich weiß nicht, irgendwie allgemein, die bremsen brutal früh ab. Das dürfen wir natürlich machen, wenn man rausgeht. Boah, jetzt habe ich aber einen geilen Grip gehabt. Den habe ich jetzt. Rosberg kann ich mal. Das ist irgendwie das Geile an dieser Strecke. Wenn du hier fährst, das Auto klebt einfach brutal auf dieser fucking Strecke. Das ist einfach so geil. Das Problem ist jetzt einfach hier das Setup ausgewählt, dass ich mir Abpressdruck in der Kurve. Das heisst, kurventechnisch werde ich besser sein als Mercedes. Außer beim Rausbeschleunigen natürlich. Auf der Geraden sind sie schneller. Scheiße, Hamilton ist vom ersten. Okay, er hat zwar letztes Mal einen Ausfall gehabt. Gut, Rosberg haben wir wieder. Okay, Rosberg ist jetzt hinter uns. Wir müssen also können absetzen vom Vierplatzseite, das wird der Vettel sein. Oh, verbremst, ein bisschen spät. Wir jetzt die Motorleistung noch ein bisschen erhöhen, um den Hamilton den Anschluss nicht zu verlieren.
aufpassen, nicht zu fest Curb schneiden. Das ist der geilste Streckenabschnitt. Okay, der Vettel Hamilton ist verdammt schnell. Alter. Also, erst Kurve rausbeschleunigen, muss ich gut aufpassen. Jetzt kommt Rosberg. Rosberg sollte man aber wieder catchen hier in dieser Kurve rein. Alter! Alter! Der Rosberg hat es verdammt verräumt! Aber das war nicht mein Fehler. Alter, ich habe noch im Rückspiel gesehen, wie einer dreht. Oh shit, sorry Rosberg. Da wollte ich nicht wollen. Aber du musst auch nicht überholen, wo es einfach keinen Platz hat. Scheiße, wie es der verräumt hat. Ich habe nur gesehen, wie das Auto hinter dem Rückspiegel gedreht hat, wie ein Blöder. Okay, gut, dann sind wir mal los, würde ich mal sagen. Auch wenn es hart tönt. Es ist nur noch Hamilton, wir sind zwar... Oh geil, wir sind DRS-Fenster. Ja, was ist da los? Bianchi fährt verdammt langsam. Wieso fährt er so langsam? Und wo ist Rosberg? Da ist jetzt noch die Frage. Ich weiß nicht, ob der noch weiterfahren konnte, aber so wie es der verräumt hat, glaube ich weniger. Aber Hamilton zieht davon. Der ist verdammt schnell. Wir können jetzt einen Undercut probieren. Das heisst einfach, wir gehen eine Runde früher in die Box und dann muss er nachziehen. Das Problem ist einfach, oder die Frage ist einfach, ob es sich lohnt. Die Frage ist auch, wenn er in die Box geht. Wenn er natürlich vor uns in die Box geht. Gut, wir haben den Vorteil, wenn er in die Box geht, ziehen wir einfach nach und gehen auch in die Box. Wenn wir jetzt schon in die Box kommen, okay. Okay, gut. Also, wir gehen jetzt in die Box. Wir machen einen Undercut. Also, wir gehen jetzt in die Box. Und wie sieht es aus mit Benzin? Benzin optimal. Okay, was heisst das? So, okay. Okay. Irgendwie ist immer noch eine geile Flagge überall. Ah, immer noch Bianchi, der so langsam fährt, oder was? Oh. Wieso fährt der so langsam? Alter, fahr! Alter! Hamilton geht auch in die Box. Okay, so jetzt. Bitte! Ferrari! Macht einen schnellen Boxenstopp, bitte! Wir müssen vor dem Hamilton rauskommen! Oh mein Gott! Wer ist schneller? Hamilton ist drin. Schneller! 2,2! Hey, nice, richtig nice. Das war schnell. 2,2. Wir sind direkt hinter dem Hamilton. Was hat er? Er hat recht. Wenn er die rote hat, sind wir gleich. Da geht es weiter, so wie es jetzt war. Hat er die gelben, sind wir am Arsch. Er hat die rote, gut. Also gut, Undercut können wir jetzt halt nicht machen, weil er auch in die gleiche Runde in die Box gekommen ist. Aber wir haben eine geile Pneu drauf, das heisst, wir können wieder aggressiv fahren. Oh fuck, also ich weiß nicht, wie es für euch rüberkommt, aber es ist gerade brutal spannend für mich. Jeder kleine Fehler kann richtig verheerend sein. Ich frage mich wirklich noch, wo der Rosberg ist.
Ich finde es immerhin schön von der Rennleitung, dass ich keine Verwarnung bekommen habe. Das letzte Mal in Monaco hat es mich auch weggeputzt und dann habe ich ja Verwarnung bekommen. Obwohl es da war, Hamilton fährt recht langsam. Ich lebe am Heck. Okay, anbremsen tue ich ihn überholen, wenn er mir die Tür nicht zumacht. Boah, der verfickt. Der Wichser. DRS, er hat auch DRS, er ist schneller, hat bessere Motorleistung. Wow! Oh shit! Das Schild hat nicht wollen. Oh. Ich hatte eine Berührung, glaube ich, und hat es mich so auf die Seite getragen. Fuck. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Und jetzt sieht Hamilton wieder ein bisschen davon. Okay, da hinten hat eine Zeitstrafe. Bottas, okay, wieso immer. Hat er wieder angestellt. So, jetzt müssen wir Hamilton wieder aufholen. Oh fuck, ey. Es geht hier, auch wenn wir jetzt aktuell, aber wir sind schon wieder 1-2. Aber es geht hier um den ersten Platz, es geht hier um richtig viele Punkte. Noch 10 Runden, ne? Hamilton macht beste Zeit. Immerhin habe ich die Kurve einigermaßen draussen, da muss sie mehr cutten, dann geht es ziemlich gut. Wir holen auf, also Hamilton ist jetzt wirklich nicht wahnsinnig weit weg. Wir haben da wirklich momentan noch einen richtig geilen Grip, aber die Strecke ist so ein Reifenfresser, also das ist extrem. Oh! Auf dem Curb fahren ist immer noch ein bisschen schwierig oder beziehungsweise noch gefährlich. Aber da ist es, also ich muss sagen, der Streckenabschnitt da ist so geil, wenn du richtig gute Pneu drauf hast, du kannst so abgehen. Also in 2 Runden wieder in die Box. Jetzt habe ich falsch gecuttet. Ja, überholen! Ich habe zu wenig Benzin gerade momentan zum Motorleistung aufdrehen, da muss ich warten bis zum Schluss. Oh shit. Und ich darf meine Reifen nicht zu fest belasten, weil sie sind schon recht geil wieder. Weil ich fahre auch wie ein Idiot gerade. Das habe ich nicht zugelassen, weil ich nicht, ob ich gewinne auf einen Bottas oder verliere. Aber so vom Abstand her sage ich mal, ich gewinne. Aber die Strecke ist so fucking schnell. Es ist so schnelles Rennen. Oh, wir sind sehr gut rausgekommen. Hamilton nicht so, wir haben aufgeholt. Wir sind wahrscheinlich jetzt im DRS-Fenster drin. Jawohl, DRS sicher. Ah, nein! Shit! So gut, immerhin DRS, wir können wieder ein bisschen aufholen, auch wenn es jetzt auf der Gerade ist. Wow, aber ich rutsche. Ich merke es, die Pneu sind nicht mehr wahnsinnig gut. Das Pirelli-Schild haben sie aufgestellt, das P0. Hey, wenn jetzt mein Spoiler an den Arsch gegangen wäre, hey. Wow, DRS. Come on! Ferrari, zeig, was in dir steckt! Ah, come on! Ah. Oh, ich bin vorne. Hey Hamilton, wenn du mir wieder wegrammst, du Wichser, hey, sag das also. Hast du jetzt so 2 Mal durchgezogen?
Wir sind Erster, Mann! Hamilton überholt! Oh shit, Hamilton kommt rein. Nein, kommt nicht rein. Gut, also. Noch eine Runde, nachher noch das Boxenstoffenster. Hamilton zieht innen durch. Muss ihm den Vorteil gewähren. Aber er steckt ein wieder. Okay, wir sind ziemlich schlecht rausgekommen. Hamilton aber auch. Hamilton hat DRS und der wird jetzt wieder vorbeiziehen. Alter! Fahr schneller um die Kurve. Ja gut, er war ein bisschen auf der falschen Spur, er musste mich abbremsen, aber wir sind jetzt Erste. Safe. Alter! Also, schon lange nicht mehr so anstrengend beim Rennen. Also Kanada war um einiges einfacher gewesen. Hat Hamilton DRS? Er hat DRS, glaube ich. Ja, hat den Spoiler offen. Wir gehen jetzt aber E-Box und wechseln auf Primes. Das heisst, jetzt wird es mal interessant werden. Wenn Hamilton jetzt auch in die Box hineinkommt, dann heisst das, dass wir wieder mit einem schnellen Boxenstopp haben. Und hoffentlich hat der dann den Verkehr am Arsch und ich nicht. Das heisst, dass wir einfach, beziehungsweise dass er einfach dann rauskommt, wo Verkehr ist. Gut, also Hamilton kommt auch rein. Okay. Los, Ferrari, bitte, hey! Enttäuscht mich nicht, bitte. Zieh, raus! 2,4, okay, alles. Okay, ist gut, er hat sehr wahrscheinlich auch etwa die gleiche Zeit gehabt. Okay, gut, jetzt Primes. Wir sind jetzt nicht so wahnsinnig schnell, haben nicht so guten Grip, am Anfang vielleicht schon noch. Aber wir werden bedeutend langsamer fahren mit den Primes als mit den Options. Ich habe noch Benzin, ja, für eine knappe Runde jetzt dann. Ich will es mir aber noch sparen. Weil ich denke mal, ich werde es mir erst etwa so eine Runde vorher, also vor Ende würde ich es einsetzen. Und jetzt muss ich schon warten, bis die Reifen ein bisschen wärmer sind. Aber ich merke schon, da habe ich schon ein paar Kurven, wo ich einfach nicht die Gänge kann nehmen, die ich sonst noch habe. Okay. Okay, da kann ich immer noch mit dem 5. Gang durchbrettern. Da muss ich aufpassen. Das ist aber so wie ein Loch drin. Wenn du dort drinnen Gas gibst, dann dreht es die richtige weg. Wow, Alter! Wow, Alter, du hast einfach gesagt, komm. Okay, ich darf einfach die Reifen nicht kaputt machen, weil die müssen es wirklich bis Ende haben. Ich weiß nicht, wie es vom Abstand her aussieht. Aber ich glaube, der Hamilton ist immer noch so plus minus gleich weit weg. Wir müssen am besten ist einfach, wenn man ihn außerhalb von der Sekunde lernt. Dass er nicht ins DRS reinkommt, weil auf der Gerade ist der Mercedes einfach wesentlich schneller als der Ferrari. Und wenn er auf der Gerade DRS hat, haben wir einfach das Problem. Ein bisschen festgekattet. Aufpassen. Noch 4 Runden. Sieht momentan wirklich gut aus. Wir dürfen es einfach jetzt nicht verkacken. Ich habe ein bisschen Angst, gerade auf diesen Reifen zu fahren. Ich weiß nicht wieso. Fühlt sich nicht so sicher an wie auf den Options.
muss fast jede Kurve jetzt noch im dritten Gang nehmen, weil im vierten bin ich einfach zu schnell. Man merkt schon einen wesentlichen Unterschied zwischen Option und Primes, also jetzt vor allem auf dieser Strecke. Okay, jetzt sind wir sehr gut rausgekommen hier noch. Benzin haben wir jetzt auch wirklich genug. Oh, die Temperatur, der linke Reifen ist ein bisschen warm. Huch. Oh, muss ich aufpassen, nicht dass das sich noch plötzlich in den Arsch geht. Wow. Und jetzt können wir den gleich aufdrehen. Dann kommen wir jetzt auch noch auf die Überrundeten. Oh shit! Sind die Reifen derzeit in Ordnung? Du solltest zumindest für die nächsten Runden noch guten Grip haben. Okay. Die Nachricht von meinem Ingenieur freut mich sehr, dass er mir sagt, du solltest guten Grip haben, die nächsten paar Runden noch. Und jetzt kommen wir auf die Überrundeten, das heisst für uns oder für den Hamilton einen Vorteil zum Aufholen. Auf einmal jetzt mehr für uns. So, also Runde 16. Wir haben jetzt noch 1,28 etwa. Oh shit, Vorderräder schon ziemlich am Arsch. Ich probiere jetzt möglichst den Wheelspin zu vermeiden, besser gesagt. Okay. Vor uns ist Ericsson, der muss uns vorbeilassen. Er haltet schon auf. Aber wenn man es nicht merkt, also er haltet schon brutal auf. Aber er geht da schön auf die Seite. Ah, der Bremse ab, man lass mich vorbei! Scheiß auf deinen 18. oder 17. Platz, wo du willst. Chilton! Ich gehe rein durch. Haben wir Platz. Guter Junge. 25% Benzin übrig. Gut, Hamilton hockt hinten rein, aber der wird jetzt gerade vorbeigehen. Aber es bringt uns schon mal ein bisschen Luft rein. Das ist einfach halt der Vorteil um überrunden. So, und jetzt drehen wir noch eine auf Fettmaschine. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange Ist ein Unfall gegeben? du siehst. Alter, ja. Die Strecke ist Sind das beide? Sind das beide Lotus gewesen? Oh mein Gott. Okay, gut, aber nicht ablenken von so Zeug. Hamilton ist immer noch hinter uns. Hat jetzt recht aufgeholt, auch wegen DRS, die er noch hatte. Und unsere Reifen sehen eben nicht mehr so gut aus, wie ich da vorher noch gesehen habe. Kobayashi vor uns. Benzin lenkt noch allemal. Für ins Ziel, nur die Reifen sehen nicht so gut aus, aber letzte Runde dürfen sie jetzt einfach nicht versauen. Kobayashi, mach uns Platz. Bitte. Mach einfach keinen Scheiß jetzt. Nur noch du oder ein Fahrfehler von mir kann mir den Sieg kosten. DRS von Kobayashi. Dankeschön. Er macht eigentlich schon Platz da vorne, aber ich kann jetzt nicht einholen.
Wow, Alter, nein! Ey. Schön easy. Kobayashi, Alter! Ist das ernst? Alter, Mann! Kälber. Hey, bitte einfach nicht jetzt. Bitte einfach nicht jetzt. Hamilton ist vorbei. Hamilton ist nicht. Oh mein Gott, wenn ich es hier versaue oder irgendwie wegdrehe, es kann schon gelaufen sein. Aber, letzte Kurve. Langsam muss beschleunigen. Jawohl, das war es. Wir haben gewonnen, wir haben... was ist Österreich haben wir gewonnen. Oh, gut gemacht. Fernando Alonso hat wieder mal sein ganzes Können gezeigt und wurde dafür mit dem Rennsieg belohnt. Das war eine tolle Leistung und das Team wird den Erfolg sicher eine Weile feiern wollen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Gut, wir haben den österreichischen Grand Prix gewonnen. Oh, was für ein Rennen. Also, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es überkommt. Ich sehe das Video dann selber auch noch beim Schneiden, aber mir hat es persönlich das spannendste Rennen doch bis jetzt von dieser Saison. Also wirklich strategietechnisch alles wirklich 1:1 genau gleich wie im Hamilton. Wir hätten ihn zum Glück überholen und hätten ihn hinter uns lassen. Super Arbeit von der Boxencrew, dass sie nichts vergamet haben dort. Also dass sie wirklich 2 schnelle Stops hatten, 2,2 und 2,4 glaube ich. Also wirklich sehr, sehr gut. Oh, also wir schauen jetzt mal schnell drauf, wie die Rangliste ist von dem Rennen. Wir sehen eben Alonso, wir haben gewonnen. Der Hamilton ist klar, Bottas trotz Zeitstrafe von 5 Sekunden immer noch auf dem 3. Platz geblieben. Dann kommt der Vettel. Button erstaunlich weit vorgekommen. Der ist von Position 11 gestartet, 5 ist sehr gut gefahren. Hülkenberg 6, auch wirklich gut gefahren. Magnussen von 13 auf 7, auch wirklich sehr gut. Also McLaren hat das mal wirklich recht viele Punkte geholt. Wo ist der Räikkönen? Nein, wo ist der Räikkönen? Jetzt sehen Sie gerade, wo ist der Räikkönen? Da können wir gehen ein bisschen weiter runter, wir sehen es jetzt gerade. Also, Massa auf Position 8, Ricciardo auf 9, beide sind ein bisschen schlechter gewesen. Perez auf 10 geblieben, auch gut, immerhin ein Pünktchen geholt. Verne 11, Kvyat 12. Sutil 13. Oh nein, bitte, Kimi Räikkönen ist sicher rausgefallen. Kobayashi 14. Chilton 15, Ericsson 16, Rosberg. Rosberg war noch drin anscheinend, so wie es aussieht. Aber er hat Zeitstrafe bekommen und ist 17. Also für die wirklich nicht gut gegangen. Die haben wir sogar anscheinend überrundet. Ist mir gar nicht aufgefallen, vielleicht haben wir die auch in der Box überholt. Maldonado 18, Gutierrez 19, Grosjean 20. Bianchi 21. Räikkönen, nein, er ist der Einzige, der rausgefallen ist. Wieso ist der rausgefallen? Okay, gut. Also ich habe gemerkt, vor die Lotus-Jungs haben sich gegenseitig abgeräumt. Will ich aber die Wiederholung dann nachher noch schnell anschauen. Ich werde jetzt wahrscheinlich die Wiederholungen dann noch einblenden, also ich werde es während dem Rennen sehen. Ich tue es jetzt nicht im Nachhinein noch herschneiden, also während dem Rennen sollte eigentlich die Wiederholungen drin sein. Hoffe es jetzt mal, ausser irgendwie etwas passiert, dass ich es verhänge. Gut, das wäre aber das Rennen von Österreich. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine gute, positive Bewertung freuen. Und natürlich über ein Abo. Und dann würde ich mal sagen, das nächste Rennen, ich weiss jetzt nicht, wo es ist. Keine Ahnung, es kann sein, Österreich. Entweder Österreich, das könnte sein, dass nachher entweder England kommt oder Spa. Nein, Spa ist zuerst nach dem Sommer. Ich weiß nicht, was von den Rennen kommt. Entweder England oder Spa, eins von denen vermute ich jetzt mal. Gut, das wäre es jedenfalls gewesen. Wie gesagt, Bewertung und das Abo, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder. Bis dahin sage ich, macht's gut und tschüss zusammen.